Und weiter geht es hier bei Tales of Xillia 2 mit bereits der nächsten Side-Quest hier. Ja, letzten Part haben wir, ups, Entschuldigung, falsche Tür, haben wir ja Elvins Quest noch nachverfolgt und ich glaube, es war mit Teil 4 dürfte die wohl mehr oder weniger abgeschlossen sein. Tja, wie geht's jetzt eigentlich mit Milas Geschichte weiter? Das ist natürlich noch eine gute Frage. Mila war genau da unten. Ein bisschen schneller, süp. Und wir sind ja auch schon bei Mila und bei Jude, den Traumpärchen. Mila Kapitel 4. Mila die verrät. Was? Look, I can appreciate the predicament you were in, but don't you think you went a little overboard? I didn't have much time. Besides, it worked. You can't argue with results. Results? I thought I was a goner. Da habe ich wohl was verpasst, was wohl zutreffen würde. Worüber streitet ihr beide denn? Streiten sie nicht wirklich von dem her. Oh, hi, Luger. We were just talking about old times. This city is where Mila and I first met. That was one meeting I'll never forget. Judas decided to nitpick my behavior on that night. Nitpick? To be fair, that was a year ago, before I understood the limitations of fragile human bodies. Now that I know better, I can appreciate Jude's nitpicking. I'll be more careful in the future. How about we just don't let anything like that happen again? DODA here. We've detected a new fractured dimension. The rift is in Alter. Fenmont. We've sent the coordinates. Please take appropriate action. Work call? We'll accompany you. You scratch our back and we'll scratch yours, correct? Something wrong? Oh, it's nothing. It's just, I couldn't imagine you tossing around an expression like that back in the day. I still learn new words, you know. Even now I continue reading human books. That wasn't really what I meant, but don't worry about it. What about you, Elle? Want to come along? Okay. I still can't believe how quickly these gadgets spread from the military to civilians. Technology moves pretty fast, doesn't it? It'd be nice if the usage fees dropped as fast, too. So they require a considerable expense to operate. You use precious resources just to connect with each other. How quintessentially human. Ach Mila, wenn du wüsstest. Alter, mittlerweile bei jeder Quest. Oh, da vorne war der Eingang damals, war vor einem Jahr. Ich spiele bei Tales of Xillia 1, also noch Zeiten. Ja, also jeder Quest eine neue Spieldimension. Er muss ja, Alter, muss das viele geben. Okay, ich nehme trotzdem wieder Elise rein. Aber das wäre eigentlich schon cool. Oder Muse mal wieder, egal. Kommt schon noch. Cool haben wir auch ein bisschen. Muss natürlich bald alles ausgeben, nicht wahr? Die Spieldimension ist hier also. Trotzdem würde ich eigentlich noch liebend gerne kurz einkaufen gehen. Haben natürlich noch Tränke und so, wenn er ein bisschen verbraucht. Und sowieso das Maximum jeweils 15 davon ist, kann man ja eigentlich nie genug davon haben. Sprich, es kann niemals schaden, einzukaufen. Na, dann mal gucken. So was Neues hat es immer noch nicht, war? Ich dachte irgendwie, ein besserer Mischgummi gibt es eigentlich auch noch, was 16% KP und T wiederherstellt, bald zusammen, aber ich glaube, das kommt so erst am Ende des Spiels dann. Ziemlich am Ende halt. Naja. Verkaufen muss ich nicht unbedingt etwas. Habe ich noch etwas Neues hier? Doch neue Waffen noch? Waffen kann man nie genug haben, Leute. Never ever. Oh. Die Runenschwerter. Ich hatte vorhin noch was Besseres in der anderen Spieldimension. Hä? Bin ich jetzt? Nö, war so. Die verarschen mich doch. Ja, statt den Eisenschmetterer, den Runenschmetterer. Naja, viel Upgrade macht es der nicht. Alter, was Insektenschlund. 300 mehr für Jude im Angriff. Kriegst du. Das kriegt der Mila kriegt nichts, wie es aussieht. Er könnte einen schweren Ankerball noch bekommen. Jo, wieso nicht, wa?
So ein guter Freund, wie er mittlerweile ist. Die anderen haben momentan noch gute Waffen, wie es aussieht. Er könnte was Besseres. Alter. Ist aber ziemlich schwer. Ja, kriegt er schon hin. Dann haben wir die erste Liebe. Okay, Muse, Luca. Benehmt euch gefälligst. Verkaufen, wenn ich bitten darf. Gerne noch behalten. Die Handschuhe kann ich eigentlich kriegen, aber sonst irgendetwas. Ja, so viel gibt es nicht gerade her, wa? Wie wenig es einfach nur ist. Ja, lass es mal, wa? Wird schon gut gehen, aber hinten noch ein bisschen etwas, wenn ich schon mal dabei bin. Rüstungsecke, ja, wieso nicht, wa? Oh, es sind noch viele. Da wäre es glaube besser, wenn ich das mal offscreen ein bisschen recherchiere und dann halt einem anderen Part mal einkaufe, wa? Du kannst nie was falsch machen, aber bei Rüstung natürlich, was ich sonst noch alles ausgerüstet habe, ist immer ein bisschen heikel. Von dem her, los geht's in die Splitterdimension mit Mila der Betrügerin, Verräterin natürlich, Entschuldigung. Mila als Verräterin, naja. So what's the divergence catalyst in this dimension? Good question. Let's ask around and see what turns up. Okay, aber erstmal ganz kurz speichern, damit ich darf. In Fenmont schon wieder. Naja. So, sehr gut. Mal ein bisschen quatschen. Wie sieht's aus? Was war heute? Was habt ihr Interessantes, Leute? Was Aska? Aska ist hier? Sounds like he's at the Leforte Research Center. Let's take a look. Also du kennst Aska Mila, wa? Also ich verstehe schon richtig. Was? Was ist das endlich? Das ist wie ein großer Geist angefangen hat im Leben. Aha, großen Geist, Aska, genau. Gehe zum Forschungslabor. Was ist denn Mila die Verräterin? Außer natürlich, dass sie... Gibt es hier auch eine Mila, wa? Sonst verstehe ich gerade den Ausdruck von Mila die Verräterin nicht, weil wie soll Mila uns hier in der Spieldimension verraten? So, und jetzt wohin? Ah, ja. Die sind alle irgendwie auf der Lauer, das gefällt mir ja gar nicht. Bremst doch mal, Luger, dankeschön. So, jetzt muss es gleich mal interessant werden. Wo ist denn die gute alte Aska? Der große Geist des Lichtes. Wait a minute. Who's that? Another new face? Jude! Huh? Well, Jude Mathis. Long time no see. How come you've been such a stranger? Wait. What? It seems he thinks you're the Jude of this world. Just try to play along. Well, I've just been so busy with my research and everything. Aw, you poor thing. Is that slave driver Professor House still running you ragged? Perhaps I should give him a piece of my mind. No, that'd only make it worse. Sollten wir nicht eingreifen? Jude ist wirklich beliebt. Wieso eingreifen? Also ganz friedlich, Aska. Yes, he does seem to garner affection from some rather strange characters. Ja, du musst ja wissen, Mila. But from your perspective, I suppose that I'm rather strange as well. Perhaps I'm in no position to comment about anyone else. Better to keep an open mind. Hey, I know. How about it, Jude? Would you care to tether with me again? Come on. What? Oh, I'm sorry, but we can't do that anymore. Oh, really? Mila! So you're gonna dump me and trade in? It's her, isn't it?
Was ist denn hier los mit Asuka? Der Typ gemerkt auf die Nerven. Ich dachte eigentlich, Asuka wäre weiblich, aber okay. Ihr mit der Ruhe, das ist doch alles noch ein Missverständnis. Jo. He's right. Listen to me. Whatever. That pretty face of yours doesn't fool me anymore. You're nothing but a rotten scoundrel. Come now. You're selling Jude short. He came here to talk to you. The last thing he wants is to hurt your feelings. What do you mean? Compassion is one of Jude's finest qualities. How can you not see that? That's quite enough, Hussy. Och, ne, schon wieder. Mann, Asuka ist rein unser Freundin. Ne, ist egal. Resistenz Licht, ja servus, aber überhaupt Finsterniswaffen, ich bezweifle es. This is awkward. Not enough to hold you back. Stay on guard. Be gone. Na, viel scheint momentan nicht aus so Schaden zu machen. Wow, man kann es natürlich auch täuschen. Und die mystische Arte, weil es so geil ist. Hallo, hier bin ich. Hier sogar hier bin's. Not bad, wa? Wait mal, wenn du dann haben wir noch mit Finsternis und machen ich mit dir. Boom, boom. Schon wieder. Wow. Momentan ist nicht gerade viel los bei dem. Wow, wow, wow. Du erwischst mich eh nicht. Alter. Oh. Aber Pistole ist gut, weil natürlich ein bisschen auf Entfernung ist. Also momentan ist gerade so eine Schwierigkeit, der Typ. Naja, ein paar TP verbrauchen wir so nicht. Ach komm, was soll's. Dass mich gar nicht erkennt, weil sie einfach Quest nicht und so. Und für mich leicht beleidigt. Oh oh. Der hat mir gerade ein bisschen viel Schaden abgezogen, der gute Asuka. Und deswegen muss ich mal richtig hier ihm eins reinwürgen. Wortwörtlich. Ah, Hilfe. Also gut, die Hälfte war. Ah, verdammt, doch keine Finsternis. Ah, Hilfe. Was macht der jetzt? Es ist aggro, er ist aggro. Aua. Ja, klar. Du machst doch mit Milan nochmal. Ich hab eine Idee. Ja, die Kanone bringt schon, muss man zugeben. Steht der wieder die ganze Zeit? Asuka, komm runter. Riesiger Jude, was ist mit dir los? Alter, eine geguckt wird so. Was gerade Mila den gefangen hat? Auch nicht schlecht. Mal, wieso hat er immer so wenig Tape? Kann man das mal verraten? Vereinigt euch doch mal, Menschenskind, ey. Okay, war nicht schlecht. So, Mila, setz bitte mal die anderen Geister ein, wenn du so gut wärst. Also ganz ehrlich, Asuka sieht so imposant aus, aber als Gegner ist er wohl eine völlige Pfeife. Oh oh. Ja, das war schon befürchtet. Der haut ziemlich rein. Ich bin's lieber mal. Sicher ist sicher. Ja, tut mir leid, Asuka. Well, foes like this one need a proper Das ist schon ein Level Up, Is say. that from another book? Yes, it was called The Virtue of Tough Love. Yeah, Level Up. Neue Art, leuchtende Kammer. Leuchtende T-Kammer. Das ist eine Verschiebung, okay. Just who exactly are you, anyway? I am Mila Maxwell, the Lord of Spirits. Huh? Oh, then
what happened to Maxwell, the old fart? He's gone. I am the successor to the previous Maxwell's throne. Well, it all makes sense now. And apparently, Jude is Maxwell's new human companion. Human companion? You say that like the old Maxwell had one too. Yes, indeed. Although, their relationship went down in flames. And now, both you and Jude are headed for that same ruin. What? I don't know my predecessor's story, but I'm certain Jude and I have a different sort of relationship. A different sort of relationship? It's all the same tale, different time. You don't need her, Jude. Believe me. You just stick with me, and you will be treasured forever. I promise. Asuka, please, just answer this. What happened to Maxwell in the past? All right, I'll tell you. Only because you're so damn cute. In the past, old man Maxwell was betrayed by a human woman whose name was Mila Krisnik. Ihr Name war Mila, ihr Name war Krisnik, da steht irgendwie beides. Ja, machen wir so. A human with my name betrayed the previous Maxwell? Was this the same Kresnik as the Genesis sage who first summoned Maxwell? He's actually a she? Indeed. And let me tell you something. There has never been another human like her. No, sir. Ever since she summoned him, Maxwell became more and more fond of human beings. It even ended up putting him at odds with Kronos. Hat Kronos die Menschen gehasst? Was meinen Sie mit kein anderer Mensch sei je gleich gekommen? Dass Kronos die Menschen hasst, wissen wir bereits, aber interessant wäre es natürlich trotzdem. Exactly. A real pity that one. He's beyond help. Really, he's less of a human hater than a spirit lover. And there's one particular spirit that he just can't seem to get enough of. Spirit lover? That's not something you hear every day. So I'm guessing this Kronos shared a close bond with a spirit as well. Oh yes, definitely. His one true friend in the entire world. That Kronos. He was such an obstinate creature. I don't believe he ever met a spirit he didn't clash with. So, this Mila Kresnik from ages past and the former Maxwell had a close relationship. But something happened that ended up making things go sour. Something significant enough to destroy it forever. Well, all I know is this. Things weren't pretty. Oh, no, they weren't. Old man Maxwell became furious when he realized that Mila had betrayed him. But like true love, like yours truly, he couldn't forget her. What's going on in here? Jude, what are you doing here? Professor, please, allow me to explain. It's still here. Luger! Whatever possessed you to bring outsiders here? I know. You're after my research data, aren't you? You're planning to steal my How prize. That's not true. I would never do that. Quiet! Asuka, kill them! Kill all the traitors! Ah! I don't think so. No one threatens my Jude. You hear me? My research! Ist das der Schlüssel von Kresnik? Also zur Lanze meine ich, von Tales of Xillia 1. Jude, it's all truly a pity. I wish we had more time together. Asuka. Promise me that you'll take care of yourself, okay? Come tether with me again anytime. Ich fürchte leider nicht. That Asuka was certainly an odd bird. Ich hatte keine Ahnung, dass Geister so verhalten könnten. Ja, bin ich gerade auch ein bisschen erstaunt.
Ich fand ihn liebenswert auf eine merkwürdige Art und Weise. Naja, in dem passt beides, aber L1 trifft gerade auf meinen Gemütszustand besser zu. Spirits can be as eccentric as humans, even in our dimension. Still, it never fails to surprise me how different things can be in the fractured dimensions. Clearly, Asuka's story made an impression on you. It's written all over your face. It is possible, right? Humans and spirits really can coexist? Since when did you start questioning that? You need to have more faith in yourself. Whatever. Hmm? What good is faith anyway? It won't bring back Mila or my daddy. Elle. We all need to keep moving forward. If we stop, we'll just end up repeating the tragedies of the past. She's right. I wonder what tragedy kept the previous Maxwell from moving forward. We need to get to the bottom of that. Luger, please let us know if you get any jobs that might shed some light on this. I'm sure we'd both want to join you. Tja, damit geht Milas Geschichte wohl noch weiter. Kapitel 4, Mila die Verräterin zu Ende. Ja, das gibt natürlich alles Sinn. Aber ganz ehrlich, Leute, wo ist denn Asuka in der Dimension hier? Ist bereits tot oder was ist hier los? Okay, wie sieht es mit der Kohle aus? 61.000 bloß noch. Klar, man muss ja viel kaufen und so. 150.000 erste Zahlung. Ja, ich würde sagen, im nächsten Part gehen wir ein bisschen... was machen wir genau? Als eines natürlich mal Bossgegner platt machen, ganz klar. Dann will ich aber vor allem auch noch neue Ausrüstung kaufen, also noch ein bisschen Ausrüstung, Adiumkugeln machen, Fertigkeiten neu machen, etc. etc. Das ganze Paket drumherum, wa? Muss natürlich auch mal sein und von dem her, seht ihr, Ansonsten plus 2 gebraucht, darum sogar nur 1, also Asuka war ein ziemlich einfacher Gegner von dem her gesehen. Schon krass. Oh, Level 53. Mit Jude auch noch, Elvin auch, okay. Und Muse, ja, Muse natürlich, wie könnte es anders sein? Übrigens, haben wir jetzt echt nichts mehr zu tun, allgemein, Sidequest-mäßig und so. Nö, alle bereits durch. Tja, da gibt's ja nicht, ey. Dass es mir so schnell geht, Leute. Nun gut, bis zum nächsten Mal hier bei Tales of Xillia 2. Ciao zusammen.